Liebe Zuschauende, es ist wieder soweit. Es ist das wahres Zeit und heute mit einer Folge, die simpel ist, aber effizient, wie das Goal vom Mbappé-Kilo. Mein Name ist Sven Ivanic und jetzt geht's los. Erst gerade hat 6 Leute als Mega-Sport-Event in der Stadt Zürich stattgefunden und jetzt das nächste Highlight. Die Krawallsaison 2023 ist in die heiße Phase gegangen. Am 1. Mai sind Titelverteidiger vom Team Linksradikal auf den Underdog die Stadtpolizei Zürich getroffen und haben ein Spiel abgeliefert, das alle Beteiligten zu Tränen gerührt hat. Wir haben mit dem Achim Abderhalden am rechten Flügel vom Team Linksradikal ein Interview führen, um herauszufinden, haben sie noch Chancen auf den Titel. Sorry schnell, Achim Abderhalden. Mach schnell! Dir persönlich 12 Graffitis, 4 eingeschlagene Scheiben, 2 verletzte Polizisten. Das sind wieder Top-Statistiken für euch. Trotzdem knapp verloren. Ist jetzt der Traum vom Titel diese Saison schon vorbei? Ja, was soll ich sagen? Wir hätten die 3 Punkte in Zürich natürlich gebraucht, aber es hat nicht gelangt. Die Klimakleber die liefern halt diese Saison wirklich brutal ab. So viel Hass geschürt, so viel Sachschaden. Das wird schwierig für uns, aber wir geben sicher nicht auf. Ja, ihr spielt jetzt für die linke Szene aus Insiderkreis. Heisst, ihr könnt euch vorstellen, nächstes Jahr auch zu den Rechten zu wechseln? Ja, also die Linke wird immer einen speziellen Platz haben in meinem Herz, aber wenn ein gutes Angebot kommt, bin ich auch offen für die rechte Szene. Schlussendlich geht es halt auch ums Finanzielle. Klar, heute bin ich da, um gegen den Kapitalismus zu kämpfen, aber ja, sind wir ehrlich, Geld ist halt schon ein bisschen geil. Was soll ich sagen? Und wie beurteilt ihr die Leistung von der Stadtpolizei Zürich heute? Hey, grosser Respekt an die Jungs und Mädchen von der Stadt Zürich. Sie haben wirklich strategisch mega gut reingeschlagen. Uns eingekesselt. Wir haben es nicht erwartet, der Helikopter ist gekommen, wir haben das trainiert, aber leider nicht können darauf reagieren. Aber wir haben ein junges Team und ich glaube, in Zukunft wird man noch viel von uns hören. Darum ich bin zuversichtlich für die Zukunft. Ja, danke vielmals. Hey, ich muss weiter. Hey, ciao, ciao. Ihr Hund! Scheiß Bullen! Holen Sie sich also den Titel? Nein, die eindeutigen Favoriten in dieser Saison sind die Frankreich-Demonstranten. Ich meine, bei dieser Defense gibt es einfach kein Durchkommen. Paraguay. Das Land in Südamerika ist vor allem bekannt für... Also eigentlich nicht sehr viel, aber wenn man etwas kennt, dann der legendäre Goalie, der José Luis Chilavert. Er hat in seiner Laufbahn 60 Goal geschossen und hat kandidiert als Präsident vom Land mit dem Wahlspruch «Parieren wir die Bälle der Korruption». Mit der Wahl hat es nicht ganz geklappt, aber das Konzept ist so spannend, dass der Wahl die Frage stellen muss, sollen auch Schweizer Ex-Sportler in die Politik? Wenn jemand vor versammelten Vereinten Nationen in New York im Namen der Schweiz mit einer packenden Rede den globalen Hunger beenden kann, dann er. Und geben wir die Möglichkeit an alle Spieler genug zum Essen. Ich könnte mir den Alex Frey sehr gut vorstellen. Er ist ehrgeizig, ein Siegertyp und wenn die Verhandlungen mit der EU mal harzig laufen, wieso nicht einfach mal die Ursula von der Leyen anspucken? Du bist ein Bläderhund! Spätestens dann wird die Schweiz international wieder ernst genommen. Und wir haben noch viel mehr Ex-Sportler, die sich mit Top-Slogans vermarkten lassen würden. Am Roger Federer sein Wahlversprechen, ich bleibe auch als Bundespräsident 100% unpolitisch. Oder der Simon Ammann, wenn ich einmal gewählt bin, tritt ich nie mehr zurück. Oder der Agim Mustafa, er wird sich einsetzen für eine brutal getrainierte Schweiz. Brutal getrainiert, wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Der Wahr sagt also, ja, Schweizer Sportler sollen unbedingt in die Politik. Es hat vielleicht einige, welche ich habe nicht geglaubt, dass ich kann etwas bewegen. Wir kommen zum Turbovar. Spanien, eine ganz störte Endrunde von einem Tennisturnier in Madrid. Zuerst hat ein Balljunge probiert, das Tier einzufangen, vergebens. Später hat ein Spieler probiert, das Tier mit dem Böllen sanft zu treffen, was dazu geführt hat, dass er aussieht wie ein extrem unmotivierter Pokémon-Trainer. Pokéball, go! मैंने पकड़ लिया! Der War findet es muy spektakulär. USA, Kiffen wird in der NBA erlaubt und sobald das bekannt worden ist, hat das Internet der Liga ein neues Logo verpasst. Der War findet es super, hätten die Spieler von Real Madrid und Partizan Belgrad vor dem Match richtig eins reingebläst, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu diesen Szenen gekommen. Karıştı, Panther çok sinirlendi orada. Neler oluyor orada? İnanılacak gibi değil ya bu sene. Ne yapıyor ya bu sene? In dem Sinn, Excuse me while I light my spit.
USA. Eine Reporterin ist bei der Football-Berichterstattung ein Versprecher unterlaufen. Just won a national championship with the Bulldogs. Big guy, 6'3", 315 pounds. Natürlich müssen wir dann zuerst ein paar Sachen klären, wie zum Beispiel, was ist besser, ein grösserer oder ein kleinerer beim Footballspielen, wer macht die Messungen und vor allem in welchem Zustand und bei welcher Temperatur. Spanien, während die meisten Leute in ihrer Jugend Grenzen ausloten. Brüder, ich habe Termin, Brüder, ciao. Oder die auf andere Art und Weise Spass haben. Okay, let's go. Läuft es beim Lamine Yamal anders. Er ist nämlich letzte Woche von Barca eingewechselt worden mit 15. Der war gratuliert und kann sich sehr gut in den jungen Mann hineinversetzen. Schließlich bin ich als Jugendlicher auch eher ein Bad Boy gewesen. Schweiz. IB ist Meister und die Fans sind am Ausrasten. Fußball-Schweizermeister! Die Spieler sind im Freudentaumel und der VAR gratuliert. Auf TikTok, dieser Plattform, die bei allen über 15-Jährigen für grosse Verwirrung sorgt und bei allen unter 15-Jährigen ebenfalls, falls Leute, die über 15 sind, dort etwas posten. Ich stehe vor der Garderobe und überlege mir, welchen Anzug soll ich anlegen für die Tagesschau. Helft mir. Gibt es einen neuen Trend? Der Wes Anderson-Trend. Benannt nach dem amerikanischen Regisseur entstehen dort Kurzvideos in seinem Stil und auch die Sportwelt macht mit. Der VAR fragt darum, könnt auch wir da mithalten? Der VAR sagt, nein. Zurück zu der Schwurbelgruppe auf Facebook. Nein. Das ist so peinlich, mein Gott. Wie so ein Primarlehrer, der «Hey, ich bin auch mal jung, hey, auch mal geblazed». Hast du das aufgenommen? Das wäre aber noch schön, um nachher noch einbauen, nicht? Und Meta das jetzt auch. Und jetzt.